Vielen Dank. So schön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist meine Familie. Tatsächlich meine 5 Kinder. Wir haben 2 Hunde. Ich meine, wer hat schon einen Hund, wenn man 2 haben kann? Wir leben den ganz normalen Familienwahnsinn, wie du ihn vielleicht auch kennst. Genau, das volle Leben mit allen Hochs und Tiefs. Ich möchte zuerst einen Eindruck mit euch teilen und dann werde ich eine Botschaft haben. Und zwar, ich hatte vor 16 Jahren, ich habe eine Tochter bekommen, Laila, die zweite Tochter. Sie ist jetzt 16 und ich hatte einen Skiunfall und ich bin über einen Kicker, anscheinend bin ich dann auf dem Kopf gelandet, habe meine Freunde wieder gefunden und habe dann aber irgendwas wirres Zeugs geredet. Auf jeden Fall haben sie dann gemerkt, oh, da stimmt etwas nicht und sie fahren mich in den Spital in Chur und auf dem Weg in dieses Spital nach Chur habe ich Folgendes immer wiederholt, folgenden Satz: Eins weiß ich, Lea ist meine Frau und Jesus ist mein Erlöser. Eins weiß ich, Lea ist meine Frau und Jesus ist mein Erlöser. Und ich bin dann wieder zu mir gekommen, ich sehe da, wie da die Lichter die Spitallichter mich blenden. Und sie fragen mich dann solche Fragen, ja, was ist jetzt für ein Jahr, was ist für ein Monat? Ich wusste nichts mehr. Wie alt ist Ihre Tochter? Ich habe nicht mal mehr gewusst, dass ich eine Tochter habe. Ich war da komplett verloren. Und als mir das dann meine Freunde erzählt haben, was da aus mir herausgekommen ist, hat mich das tief bewegt, dass diese 2 Personen, mit denen ich einen Bund geschlossen habe, mit meiner Frau, den Ehebund, vor Gott, vor den Menschen und mit Jesus Christus, den Blutsbund, den er mit mir geschlossen hat, dass auch wenn ich nicht mehr richtig bei Verstand bin, dass das aus mir herauskommt. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Und nachher werde ich über Jesus sprechen. Aber ich habe den Eindruck, und zwar hatte ich vor einer Woche einen Albtraum. Am Sonntag auf die Nacht, vom Samstag auf Sonntag, habe ich geträumt, ich muss hier hinkommen. Und ich habe den Weg nicht gefunden. Also ich war schon von einer Woche nervös, wie man sieht. Und es war wirklich ein Albtraum und ich hätte noch einen Freund mitnehmen müssen, den habe ich vergessen und es ging alles in die Hosen. Und ich konnte nicht mehr schlafen. Also das hat mehr mit mir zu tun als mit diesem Ort. Aber ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Und in dieser Nacht hatte ich den Eindruck, dass ich Ehen ermutigen soll. Und es hat 2 Ehen hier, die sind heute auf der Kippe. Und ich möchte dir sagen, halte an diesem Ehebund fest. Lea ist meine Frau, Jesus ist mein Erlöser. Du hast einen Bund geschlossen mit deiner Frau, mit deinem Mann. Und Lea und ich, wir hatten eine ganz schwierige Ehezeit im letzten Jahr, 1,5 Jahre. Das hat mit dem Wechsel zu tun, von Zürich nach Winterthur. Das sind unsere 2 extrem verschiedenen Persönlichkeitstypen. Die Schwächen von beiden extremen Persönlichkeitstypen sind aufeinander geprallt und unsere Ehe wurde aufs Äußerste gefordert. Es wurde existenziell. Und es war nicht sicher, ob das hält. Und wir haben Hilfe in Anspruch genommen. Ohne Hilfe von außen hätte das wohl kaum funktioniert. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du mit einem Bein schon aus der Ehe draußen bist, löse den Bund der Ehe nicht auf. Es ist etwas Göttliches. Geh wieder zurück in die Ehe, hol dir Hilfe von außen. Es wird dich Zeit kosten, es wird dich angurken, es wird dich Geld kosten. Es ist jeden Franken wert, es ist jede Stunde, jede Träne, alles ist es wert, was du investieren wirst in deine Ehe, weil Gott kann die Seite umdrehen und Lea und ich sind heute nicht mehr am gleichen Ort und ich bin so dankbar, dass wir die Kurve gekratzt haben, einmal mehr. Das ist mein Eindruck. Halte an deinem Ehebund fest. Gut, das ist das Erste, jetzt habe ich das gesagt, das war mir auf dem Herzen, jetzt das Zweite. Jesus ist mein Erlöser, der Bund mit Jesus Christus. Und ich habe da gesehen, über was ich predigen sollte. Ich habe diesen Titel vor ein paar Monaten eingereicht. Wie du zur echten Freude findest, habe ich gedacht, ja, mutiger Titel, weil ich das kürzlich gelesen habe, dass ich darüber predige, weil Jesus sagt, er hat für uns Freude bereit. Er will uns mit Freude erfüllen. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Und das hat mich fasziniert und
in der Botschaft, die ich jetzt halte, wollen wir uns dem annähern. Aber zuerst starte ich mit einer Aussage, die dich vielleicht ein bisschen herausfordert. Jesus ist nicht die Lösung. Jesus ist nicht die Lösung. Bitte jetzt nicht gerade rauslaufen. Gib mir 5 Minuten Zeit. Ich glaube, dass viele Menschen, ich beobachte das, dass viele in einem fatalen Missverständnis sich befinden, was Jesus Christus anbelangt. Und zwar habe ich das in meinem engen Umfeld gesehen, aber auch in diesem Kirchenkontext zu 100-fach. Es gibt viele Leute, die treffen irgendwann mal eine Entscheidung für Jesus Christus. Und jetzt, wo sind all die Leute? Was ist passiert? Diese Kirche wird 25-jährig. Wenn alle noch hier wären, die sich einmal für Jesus entschieden hätten, hätten wir hier keinen Platz mehr. Und das Gleiche ist in Zürich so, das Gleiche ist in Winterthur so. Was ist passiert? Und ich versuche eine Antwort zu finden. Ich glaube, die Suche nach Gott hat Gott selber ganz tief in uns hineingelegt. Ganz tief in uns. Und deshalb sind wir spirituelle Wesen, deshalb streckt sich die ganze Menschheit so nach irgendwelcher Spiritualität aus. Auf jeden Fall auf dieser Suche nach dem Übernatürlichen, nach Gott, wirst du irgendwann mit Jesus Christus konfrontiert. Jesus Christus, der von sich sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Wenn du Zugang zu Gott haben willst, dann musst du durch diese Tür laufen. Und es gibt nur eine Türe. Und da wird es für ganz viele schon ganz schmal. Und viele denken dann, ja, also das kann ja nicht sein, nur eine Türe. Aber es ist so. Jesus ist die Tür. Und dann entscheidest du dich. Der Glaube ist ein Geschenk. Und vielleicht sitzt du heute hier und du hast dich noch nicht entschieden, aber die meisten von uns haben uns für diesen Jesus entschieden. Das ist so ein Moment, wo du das Geschenk auspackst und dann passiert etwas Gewaltiges. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geboren, hat begonnen. Was passiert ist, dass dein Geist angeknipst wird. Es findet ein Herrschaftswechsel statt vom Reich der Finsternis in das Reich seines geliebten Sohnes. Und dein Geist wird angeknipst. Du bist eine neue Kreatur, sagt die Bibel. Das ist wunderbar. Nur dann, am nächsten Tag, findest du dich noch vor Mittag vor deinem Kühlschrank und du pfeifst dir eine Tafel Schokolade rein und das willst du gar nicht. Und das denkst du, was, neue Kreatur? Ich bin ja immer noch der Alte. Und meine alten Gelenke, die knorren immer noch. Was neue Kreatur? Was ist denn los, oder? Und da bist du vielleicht das erste Mal schon enttäuscht. Und ich glaube, dass viele irgendwo auf halbem Weg stehen bleiben. Schau, Jesus hat uns nicht für eine Entscheidung herausgefordert. Jesus sagt nicht, du musst dich bekehren, dann kommt alles gut. Jesus ist nicht eine Pille, die du reinspicken kannst und dann bist du vom Charakter her ist alles perfekt und du bist total fit. Das ist nicht so. Etwas Neues hat erst begonnen. Deshalb, Jesus ist nicht die Lösung. Was ist denn die Lösung? Die Beziehung zu Jesus Christus. Das ist die Lösung. Yes, come on. Jesus ruft dich und mich in die Nachfolge. In eine ganzheitliche, und das ist eine radikale Sache, ihr Lieben. Wir werden gleich sehen, das ist so eine krasse Geschichte. Und das ist die Lösung. Und was es heißt, und ich glaube einfach, dass viele nicht mehr hier sind, weil sie den Preis nicht bezahlt haben, Jesus wirklich nachzufolgen. Wir sehen, dass der eine Jüngling da, der war, ich denke, das war so ein dynamisch guter Typ, er war auch reich, er hat ein Riesenpotenzial. Er hat gesagt, Jesus, was muss ich machen, damit ich gerettet werde? Jesus fordert ihn heraus und sagt, hey, das musst du machen. Geh, verkauf alles und folge mir nach. Und er ist traurig weggelaufen. Vielleicht kam er später noch dazu, wir wissen es nicht. Aber es gab andere Menschen, wie der Levi, der Zöllner, der Sohn vom Alphaeus, kannst den bringen. Da ist Jesus vorbeigelaufen und hat ihn dort sitzen sehen, hat gesagt, hey Levi, folge mir nach. Und er steht auf
und folgt ihm nach. Und so ist es auch bei uns. Viele sind herausgefordert und ihnen ist der Preis zu hoch. Und viele sind herausgefordert und sie folgen Jesus Christus nach und werden transformiert und verändert und erleben Jesus. Wie ist es bei dir? Wir wollen in ein absolut geniales, starkes Bild reingehen. Und zwar befinden wir uns, Jesus mit seinen Jüngern, das letzte Abendmahl. Und du kannst das nachlesen, Johannes 14, 15. Das ist wie ein Krimi, wenn du das liest. Oh, das ist so dicht da. Und am besten fängst du bei Johannes 14 an, wenn du das nachliest. Aber jetzt sprechen wir über Johannes 15. Und Jesus ist mit seinen Jüngern da. Es passiert einfach mega viel. Der Judas, der stürmt aus dem Haus, er wird Jesus verraten. Jesus spricht davon, dass er sie bald verlassen wird, aber irgendwie einen Helfer schicken wird. Also es sind ganz viele Fragen offen. Ich stelle mir vor, das war absolut, man konnte das Vibrieren des Moments richtig spüren. Und ich stelle mir vor, wie dann Jesus aufsteht und dann denkt, jetzt muss ich einfach nochmals Klarheit reinbringen. Und dann bringt er diese absolut gewaltige Passage, in die wir heute eintauchen werden, mit diesem Bild vom Weinstock und der Rebe. Und wir gehen Vers für Vers durch und hoffen, dass die Zeit nicht davon rennt. Jesus sagt, hey, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Wieso benutzt er dieses Bild? Ich stelle mir vor, dass Jesus mit seinen Jüngern oft durch diese israelitischen Weingute spaziert ist. Wer war schon mal in Israel? Dort gibt es ja guten Wein, oder? Ich stelle mir vor, dass die da durchgelaufen sind. Sie haben dieses Bild vom Weinstock gekannt und von diesen Bildern, von diesen Beziehungsbildern zwischen Gott und seinem Volk. Das Bild vom Weinstock wird auch für Israel in den alten hebräischen Schriften benutzt. Aber hier in diesem Beziehungsbild betont, dass der Weinstock diese Abhängigkeit und das Bedürfnis der ständigen Verbindung noch viel mehr als dieses Beziehungsbild vom Vater und dem Sohn oder dem Schaf und dem Hirten. Ich meine, das Schaf kann weglaufen, der Sohn auch, vielleicht überleben sie. Aber die Rebe, wenn sie abgeschnitten ist oder wenn sie abfällt vom Weinstock, dann wird sie sterben. Also ein unglaublich starkes Bild. Und als Jesus nun im Begriff ist, seine Jünger zu verlassen, war das eine so wichtige Ermutigung. Gut. Und was wichtig zu wissen ist, dass immer, auch wenn es ums Volk Israel geht, in der Symbolik vom Weinstock oder in der Beziehung zwischen dir und Gott oder den Jüngern und Gott, in beiden Fällen ist es der Vater, der den Weinstock kultiviert und beschneidet. In beiden Fällen. Deshalb der Vater ist der Weingärtner. Vers 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Das müsst ihr euch merken. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Oh, jetzt kommen wir schon das erste Mal unter Druck. Jede Rebe, die keine Frucht bringt. Ja, bringe ich jetzt Frucht, fragst du dich? Was ist denn Frucht? Und wenn ich jetzt keine Frucht bringe, schneidet er mich einfach ab. Ist Gott so? Und ich habe in der Vorbereitung von 3 verschiedenen Theologen, von denen ich sagen muss, das sind Männer Gottes, von 3 verschiedenen, die haben eine alternative Auslegung zu diesem Wort, nimmt weg. Im Altgriechischen heißt dieses Wort Airo. Airo. Und es wird besser übersetzt mit hebt hoch. Und die Meinung ist, dass wenn du keine Frucht bringst oder wenn ich eine Phase habe in meinem Leben, wo ich nicht fruchtbar bin, dass mich Gott nicht einfach abschneidet, sondern dass er mich hochhebt, dass er mir eine Stütze gibt. Und was ich damit meine in Bezug auf die Rebe, habe ich euch in einem Clip mitgebracht. Was haben wir denn da? Der ist natürlich schwach, der hat auch keine Träubchen, aber ich habe hier noch ein Seil, das leer ist. Also ein Gordon, wie man auch sagt. Und dem lasse ich jetzt einfach mal eine Chance, den wickle ich jetzt hier mal rum und der kann sich zu einem Leit, so einem Haupttrieb entwickeln
und den kürze ich aber auch noch ein bisschen ein. Und dann gucken wir mal wieder im nächsten Jahr sich entwickelt hat. Der kann sich sogar zu einem Haupttrieb entwickeln. Und dem gebe ich jetzt so eine Chance. Das hat mich berührt, dass ich das gesehen habe. Ja, gucken wir mal, was daraus entsteht. Und das ist doch unser Vater. So kenne ich meinen Vater. Er ist barmherzig. Er hat Geduld. Das ist so eine krasse Charaktereigenschaft von deinem Vater im Himmel. Und ich erlebe das in meinem Leben. Ich hatte so oft Phasen, in der ich nicht fruchtbar war, offensichtlich. Aber weißt du was? Ich hatte noch viel mehr Phasen in meinem Leben, da hatte ich das Gefühl, ich bin Jampa fruchtbar, du. Und es war sehr viel von mir heraus gewurstelt und gemacht. Und es hat mich an einen nicht guten Ort gebracht, obwohl meine Werke unglaublich spektakulär ausgesehen haben. Aber Gott hat Airo mit mir gemacht. Er hat mich beschnitten und er hat mir Freunde an die Seite gegeben, die mich konfrontiert haben. Vielleicht eine Small Group, vielleicht diese Gemeinde ist Airo mit dir, für dich. Was ist für dich Airo? Wo ist der Vater dran, dich hochzuheben, dich irgendwo, dir Halt zu geben? Das wäre meine Frage an dich. Überleg dir das ganz kurz. Und das brauchen wir. Jeder Weingärtner hat kein Interesse, weniger Reben zu haben. Das Ziel ist, dass wir fruchtbare Reben haben. Und der Vater, er will, dass wir fruchtbar sind. Er wünscht sich, dass du und ich fruchtbar sind. Weißt du wieso? Weil er hat den Preis bezahlt. Jesus Christus hat den Preis bezahlt, damit du und ich uns einpfropfen können in den Weinstock. Wir haben gar nichts bezahlt. Wir sagen einfach, okay, ich packe das Geschenk aus. Jesus hat den Preis bezahlt für dich und für mich, dass wir fruchtbar sein können und immer fruchtbarer werden. Wir gehen weiter. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, im Vers 3, dass ich zu euch geredet habe, bleibt in mir und ich in euch. Was heißt das? Es heißt genau das, was es heißt. Das Wort Gottes ist ein Reinigungsmittel. Schau, die Bibel ist der Spiegel für deinen Geist. Wenn du deinen Körper siehst, siehst du ja im Spiegel, oder? Siehst du, gut, okay, auch du wirst älter, wie ich auch. Und dein Charakter, deine Seele, da hast du ja den Spiegel, das ist dein Charakter. Da weißt du auch, wo du stehst. Aber dein Geist wird gespiegelt durch die Bibel. Und wenn du die Bibel liest, dann ist es wie ein Reinigungsmittel. Das Wort Gottes verdammt die Sünde. Da werden wir später noch darauf zurückkommen. Es inspiriert die Heiligkeit. Es fördert den Wachstum in dir und es offenbart die Macht zum Sieg. Die Macht von Jesus Christus in unserem Leben zum Sieg. Zu seiner Herrlichkeit. Wir lesen das weiter im Epheser 5, 26. Wie Jesus sein Volk durch das Wort reinigt, und da gehören wir dazu. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort und so weiter, damit sie keine Runzel und so weiter haben. Mir gefällt einfach dieses durch das Wasserbad im Wort gereinigt. Ich kann mir das so gut vorstellen. Meine Frau findet es ein bisschen altmodisch, aber deshalb habe ich dann auch für sie einen anderen Vers rausgesucht. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen. Wie in einem reinigenden Bad. Was heißt das? Die Rebe ist rein um seines Wortes willen. Wenn du das Wort Gottes in deinem Herzen aufnimmst und ergreifst, gibt es für dich keine andere Möglichkeit, um fruchtbar zu werden. Weißt du wieso? Weil das Wort Gottes dich reinigt. Und die reine Rebe bringt Frucht. Also wenn wir das Wort Gottes essen, ich sage in Winterthur immer, wir müssen das Wort Gottes essen. Wir müssen es, das ist unsere Nahrung. Und wenn wir das machen, dann werden wir gereinigt und die reine Rebe bringt Frucht. Achtung, es ist so, dass wir das nicht aus Selbstanstrengung, das geht nicht, wenn wir uns
mega anstrengen oder wenn wir irgendwelche religiösen Praktiken machen oder auch irgendwelchen Motiven, um gut dazustehen, 21 Tage fasten. Das ist unbedingt das mega gut fasten. Aber es geht nicht darum, um eigene Anstrengung, sondern es geht darum, dass wir durch sein Wort gereinigt werden. Jedes Mal, jedes Mal, wenn sein Wort liest, wenn ich das Wort lese und wenn ich es höre und mich entscheide, das ist die Wahrheit, darauf stehe ich. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Halleluja! Da ist Hoffnung für den Simon. Ich bin gerecht. Das Wort Gottes sagt, Jesus Christus macht mich gerecht. Das ist die Wahrheit. Danke, Jesus. Ich habe Zugang zu dir, Vater. Und so weiter. Jedes Mal, wenn du das aufnimmst, das Wort, dann wirst du gereinigt und ein bisschen fruchtbarer. Ist das nicht wunderbar? Und noch einmal, es geht nicht um Selbstanstrengung. Wir brauchen eine neue Liebe für das Wort Gottes. Ich komme nachher darauf zurück. Und dann ist es kein Krampf und dann ist es kein Murks. Wie mache ich das praktisch? Ganz praktisch. Oh, jetzt habe ich mein Handy nicht dabei. Auf jeden Fall, diese Predigt heute hat mich sehr herausgefordert. Weil das ist meine zweite Predigt außerhalb vom ICF Zürich. Da habe ich auch nicht viel gepredigt. Und in Winterthur fange ich das erst so ein bisschen an. Aber eigentlich bin ich ein Worshipper. Und eben genau, schon Albträume vor einer Woche und so. Und ich hatte da Lügen in meinem Leben, dass ich hier stehen werde und alles vergessen werde. Der Boden wird aufgehen und ich werde darin versinken. Ich werde nur stottern und einfach mit so vielen Lügen hatte ich zu kämpfen. Was ich gemacht habe, ich habe mir eine Liste gemacht. Ich kann nicht gut predigen, ich werde nervös sein und die Hälfte vergessen. Das hat mich beschäftigt, das ist die Lüge. Und was ich jetzt gemacht habe, das Wasserbad des Wortes, ich habe mir Bibelverse herausgesucht, die Wahrheit sagen, weil das Wort Gottes ist Wahrheit. Und das habe ich auf meinem Handy, immer wenn ich das nehme, und ich kann dir sagen, ich habe das viel gelesen, da steht, was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Oh gut, also da muss ich nicht so gescheit reden. Durch mich sprach Gottes Geist, oh gut, da bin ich auch froh, und wirkt seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Ach, danke Jesus. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt. Oh, das befreit mich. Danke, Jesus, dass ich nicht der Mittelpunkt sein muss, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur eure Diener aus Liebe zu Jesus. Dieser Satz, der hat mich so befreit. Und der hat mich reingewaschen. Ich habe mich eingerieben mit diesem Wort. Und die Lüge ist da rausgespült mehr und mehr. Du kannst das auch machen. Was ist die Lüge, die dich blockiert? Wir müssen ganz praktisch sein mit dem Wort Gottes. Das kannst du es aufschreiben. Und dann kannst du das Wort Gottes als Bad einlaufen lassen. Und dann sprich es aus, weil das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Und jedes Mal, wenn du dann, ich muss es anders sagen, du wirst erleben, dass du in diesem Bereich, wo du blockiert bist durch eine Lüge, Freiheit erleben wirst. Das ist das Wasserbad im Wort. Und ich möchte etwas ganz Wichtiges sagen. Ich glaube, das ist mir am allermeisten auf dem Herzen, nebst dem Eindruck für die Ehen. Du kannst das Lesen im Wort Gottes, in den Spiegel schauen, das kannst du nicht delegieren. Das ist in deiner Verantwortung. Ihr Lieben, auch nicht einem Pastor oder Theologen, den du mega gut findest. Von irgendwoher. Wir dürfen das nicht delegieren, auch nicht einer Kirche. Das ist in deiner Verantwortung, in den Spiegel zu schauen. Weil der Geist Gottes, die Bibel, das Wort Gottes will das in dir reinigen, was bei dir im Moment dran ist. Wenn du mal im Himmel stehst, kannst du Jesus nicht sagen, du, meine Kirche hatten das nicht gepredigt. Da sagt Jesus höchstens, ja, kannst du lesen? Und dann sagst du, ja, ich kann lesen. Sagt, ja, hättest lesen sollen.
Ich wollte zu dir sprechen durch mein Wort. Ich wollte dich reinigen und reinwaschen. Wieso hast du nicht gelesen? Übernehmt Verantwortung. Esst die Bibel. Verliebt euch neu ins Wort Gottes, es ist kraftvoll. Und ich kann dir sagen, ich hatte jahrzehntelang, ich bin jetzt 44, deshalb kann ich sagen, jahrzehntelang, eine Lüge, die mich blockiert hatte. Und weißt du, was die Lüge war? Ich bin zu dumm, die Bibel zu lesen und auszulegen. Ich bin zu dumm. Das ist etwas für Leute mit einem höheren Intellekt. Meine Frau ist gescheiter wie ich. Oder solche Prediger, die dich beeindrucken, das ist mehr für sie. Diese Lüge hat mich blockiert und hat mir ganz viel Zeit geraubt. Und als ich das aufgedeckt habe und entlarvt habe vor wenigen Jahren, um ganz ehrlich zu sagen, da ist mein Leben ganz anders geworden. Weil das Wort Gottes die Sünde offenbart hat in meinem Leben. Auch dort, wo es schön ausgesehen hat nach außen und ich es vielleicht selber auch geglaubt habe. Und die Sünde wurde offenbart und dann wurde es recht holprig. Die Nachfolge mit Jesus Christus, die wurde dann richtig, also der Weg wurde schmal und holprig. Aber ich bin auf einem guten Weg, weil ich nicht mehr dieser Lüge auf dem Leim krieche und mich wasche täglich mit dem Wort Gottes. Lass dich nicht blockieren von irgendwelchen Lügen. Das Wort Gottes zu verstehen ist nicht eine Frage des Intellekts, sondern es ist einfach, dass du und ich Verantwortung übernehmen. Wir gehen weiter. Bleibt in mir, im Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann, aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Jesus betont diese gegenseitige Beziehung. Hey, wenn du in mir bleibst, dann bleibe ich auch in dir. Oder an einer anderen Stelle sagt Gott, wenn du dich mir näherst, dann nähere ich mich dir. Und Jesus benutzt dieses Bild, um seinen Jüngern eine stetige Verbindung und Beziehung zu versichern, aber er sprach dies in einer Weise, die auf einen Aspekt der Entscheidung ihrerseits hinwies. Bleiben war etwas, das sie wählen mussten und das du wählen musst. Und wieder der Theologe, von dem hatten wir es vorher schon, ein Zitat von ihm, wenn unser Herr sagt, bleibt in mir, dann spricht er über den Willen, über die Entscheidungen, die wir treffen. Wir müssen uns entscheiden, Dinge zu tun, die uns ihm aussetzen und durch die wir mit ihm in Kontakt bleiben. Das ist es, was es bedeutet, in ihm zu bleiben. Was bringt dich näher zu Jesus, zu seinem Wort? Oder vielleicht kann man es auch anders sagen. Was musst du abschneiden? Was trennt dich von Jesus? Welche Beziehungen musst du abschneiden? Was auch immer. Jesus wünscht sich, dass wir fruchtbar sind. Und er kann es nicht haben, wenn er dich unfruchtbar sieht und mich auch nicht. Was ist denn Frucht? Was ist Frucht, die bleibt? Jesus sagt es nicht. Er sagt nicht, das ist Frucht, das ist keine Frucht. Aber im Kontext sehen wir, wenn Jesus der Weinstock ist, der Weinstock, die Frucht vom Weinstock, der bringt nicht auf einmal Tomaten hervor. Auch keine Karotten, schon gar nicht Kartoffeln. Was bringt die Rebe hervor, der Weinstock hervor? Die Frucht ist Trauben. Also alles, was du tust, das nach Jesus Christus riecht, nach seinem Wesen, das ist Frucht, die bleibt. Und da dürfen wir uns einfach nichts vormachen. In dieser schweren Krise, die wir hatten, sind wir bei Lilo und Gary Keller, waren wir in der Eheseelsorge. Der Gary hat gerade noch gelebt. Und die Lilo sagt mir, Simon, mach dir nichts vor. Ob du vor 10.000 Menschen etwas sagst oder einen Song singst oder ob wir hier Kaffee trinken.
das spielt doch Gott überhaupt keine Rolle. Hast du das Gefühl, Gott wertet das? Die Größe, wie es aussieht. Gott schaut dahinter. Ich kann hier stehen und es kann ganz viel von mir drin sein. Oder noch größer, ich hatte mir eine Zeit lang Mühe gegeben, auf Social Media da das Evangelium zu verkünden. Und ich hatte viele Klicks, ganz viele Leute. Aber es war so viel von mir drin. Und es hat mich auf eine nicht gute Spur gebracht. Deshalb habe ich mir sagen müssen, Simon, da bist du noch nicht ready dazu. Habe das abgeschnitten. Wir gehen weiter. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir ziehen gleich weiter. Im nächsten Vers sehen wir, dass es einen Preis gibt, wenn wir nicht in ihm bleiben. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und verbrennt. Und das ist eine Warnung an die Jünger und auch an dich und mich, dass das Leben scheitert, wenn wir nicht in Jesus bleiben. Das Leben scheitert, wenn du nicht nahe bei Jesus bleibst. Und Jesus sagt nicht, wenn du keine Frucht bringst. Was macht er, wenn wir keine Frucht bringen? Airo. Er hebt dich hoch, er unterstützt dich, er ist mit dir unterwegs. Aber wenn du nicht in Jesus bleibst, dann wird dein Leben scheitern. Und das ist eine Warnung, die wir ernst nehmen müssen. Jetzt kommen wir auf die Zielgerade. Wenn ihr, im Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wollen wir das nicht alle? Jesus verband dieses Prinzip des Bleibens mit zwei Gedanken. Erstens, wieder mit der Treue zu seinem Wort. Und zweitens, mit der Zuversicht des erhöhten Gebets, wenn du in Jesus bleibst. So wie es da steht. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Dadurch wird mein Vater verherrlicht. Frucht zu bringen, Frucht zu tragen. Wenn eine Rebe Frucht bringt, wenn es einen guten Wein gibt, wer wird geehrt? Der Winzer. Wow, was ist das für ein Weingut? So eine gute Traube. Wenn du eine gute Traube bist und du genießbar bist, wie wunderbar. Für wen? Für die Person, die dich trinken kann und genießen kann. Und für den Vater, der sich freut und sagt, wow, krass, der bringt Frucht, das ist eine gute Traube. Simon, dir läuft die Zeit davon. Also, wenn ihr mal, genau, und jetzt fragen wir uns noch, wie bleiben wir dann in seiner Liebe? Jesus gibt die Antwort. Wie bleiben wir in seiner Liebe? Seid ihr noch da? Yes. Wie bleiben wir in seiner Liebe? Jetzt ganz konkret. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich, seit Jesus, die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Und auch wieder ein gewaltiges Zitat, ich muss das bringen, von Leon Morris. Man beachte, dass dies als eine Erklärung der Art und Weise dient, in seiner Liebe zu bleiben. Dies ist keine mystische Erfahrung, in seiner Liebe zu bleiben. Es ist einfacher Gehorsam. Wenn ein Mensch die Gebote Christi hält, dann bleibt er in der Liebe Christi. So einfach ist das. Oh ja, schön ein bisschen Hintergrundmusik. Wieder verband Jesus die wahre Jüngerschaft mit dem Gehorsam gegenüber seinen Geboten und dem Ehren seines Wortes. Und Jesus ist seinem Vater gehorsam bis in den Tod. Und wir als seine Jünger, wir sind Jesus gehorsam. Und jetzt, zu diesem Punkt wollten wir kommen. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe
und eure Freude völlig werde. Jetzt haben wir eigentlich das Geheimrezept beieinander, wie du zur echten Freude kommst. Wenn der Jünger nicht in der Liebe Jesu bleibt, kann er auch nicht seine Gebote halten. Und wenn er seine Gebote nicht hält, dann kann er auch nicht in seiner Liebe bleiben. Und dann wird er auch die Freude nicht erfahren. Oder andersherum. Wenn du dich täglich reinigen und waschen lässt mit dem Wort Gottes und es bringt all das Wunderbare hervor, dann wirst du automatisch seine Gebote halten. Es ist nicht mehr so ein hoher Krampf, sondern du machst das aus Liebe zu Jesus. Und das ist so. Das ist so. Es ist nicht ein Krampf, die Gebote von Jesus einzuhalten, sondern da ist eine Liebesbeziehung dahinter. Und wenn du das machst, dann wirst du seine Freude erfahren. Die Freude Jesu ist nicht die Freude an einem Leben in Bequemlichkeit. Da machen wir uns vielleicht etwas vor. Sie ist das Hochgefühl, mit Gott im Einklang zu sein und bewusst in seiner Liebe und Fürsorge zu wandeln. Wir können diese Liebe, diese Freude haben, wir können seine Freude haben und sie als eine bleibende Gegenwart haben. Und ich möchte dich herausfordern, mach wirklich, bleib nicht auf halbem Weg stehen. Ich sage immer zu meiner Frau, zu Lea, ich sage immer, Schätzi, wir dürfen nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Ich will ein Nachfolger von Jesus sein, der den ganzen Preis bezahlt, der das erlebt. Schau, es gibt Menschen in Gefängnissen, es sind ganz viele Geschichten, die man hört, wo die Umstände schlimm sind. Holocaust und alles, das sind ganz schlimme Umstände, aber dort sind Menschen, die in der Liebe von Jesus sind und eine ganz tiefe Freude erfahren, weil sie mit Jesus verbunden sind. Das ist möglich, auch für dich, auch für mich. Aber es passiert nicht einfach so, wenn wir ein bisschen dahin floaten und das Leben mit uns geschehen lassen, ihr Lieben. Es geht um Nachfolge. Jesus ruft dich und mich in die Nachfolge. Und das ist eine radikale Sache. Das kostet dich und mich das Leben. Aber wir werden dann auch das ernten, was uns Jesus verspricht. Unter anderem Freude, Frieden. Dass er uns versorgt und so weiter. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinschaft heute Morgen. Und ich danke dir, dass du uns rufst in eine innige Beziehung, dass wir uns einpfropfen können am Weinstock. Ich danke dir für deine Geduld mit uns, dass du uns eiromäßig immer wieder zurückholst und auch uns stützt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, willst du ganze Sache mit Jesus machen? Ich rede da nicht von einer Bekehrung. Willst du Jesus Christus nachfolgen? Willst du dich waschen lassen, reinigen lassen von seinem Wort? Jesus ruft dich, du weißt es. Vielleicht geht es darum, dass du einige Dinge loslässt in deinem Leben. Dann tu es. Zögere nicht. Zögere nicht. Niemand ist unglücklicher als der Christ, der eine Zeit lang in seinem Gehorsam zögert. Er liebt die Sünde nicht genug, um ihre Freuden zu genießen, und er liebt Christus nicht genug, um die Heiligkeit zu genießen. Er nimmt wahr, dass seine Rebellion ungerecht ist, aber Gehorsam scheint ihm unangenehm zu sein. Er fühlt sich in der Welt nicht mehr zu Hause, aber die Erinnerung an seine vergangenen Beziehungen und die verlockenden Texte seiner alten Musik hindern ihn daran, mit den Heiligen zu singen. Er ist ein Mann, der am meisten zu bemitleiden ist, und er kann nicht ewig auf 2 Hochzeiten tanzen.
Gott ruft heute Morgen einige von uns heraus, zur Umkehre, ganze Sache zu machen. Und dann kommt übrigens deine Ehe auch wieder ins Lot. Und ich danke dir, Jesus, dass du all diese Gebete jetzt im Herzen, dass du die ernst nimmst und dass du mit uns auf einen Weg gehst, wo wir richtige, tiefe Freude in dir erleben dürfen. Amen.